Was ist das Geheimnis vom perfekten Mailänderli? Backprofi Franz Ziegler kennt es. Nun, sind es denn seine Grundzutaten, die ihm den verführerisch buttrigen Geschmack verleihen, den Vanilleduft und die raffinierte Zitronennote? Ist es die Knettechnik, die den Teig geschmeidig macht und nicht zäh? Oder gar eine Geheimzutat? Viel Liebe. Sicher. Vielleicht aber auch, weil der Maestro hier ganz traditionell ohne Maschine auskommt. Ich spüre den Teig viel besser. Ich kann ihn auch nicht überkneten. Und dementsprechend ist es halt etwas Sinnliches, wenn man es selber macht. Und am Schluss habe ich solche Finger, da kann ich die Finger abschlecken. Und dann ist das ein absolutes Glücksgefühl für gewisse Leute, die gerne so Teig haben. Wer auf diese Glücksgefühle oder auf klebrige Finger verzichten möchte, landet bei diesen Fertigteigen aus dem Detailhandel. Kassensturz hat 8 Mailänderli und 4 Brunsli-Teige für die Degustation eingekauft. Von besonders edel bis zum günstigeren Standardprodukt. Die Zutatenliste verrät kaum, welche Qualität am Schluss die Guetzli haben. Also wahrscheinlich hat es einen Unterschied im Sinne von, wie ist die Qualität von Butter, wie ist es verarbeitet, schlussendlich dann kommt das Backen dazu. Oder vielleicht hat es aromatisiert, eben mit Zitrone, vielleicht Vanille oder was immer auch noch rein tun. Aber grundsätzlich erwarte ich keine grossen Diskrepanzen bei denen, die auf dem Originalrezept aufgebaut sind. Sprich Butter, Zucker, Eiermehl. Auch dieser vegane Teig ohne Butter und Eier nennt sich selbstbewusst Mailänderli-Teig. Die Degustation wird zeigen, ob er die Jury überzeugen kann. Doch zuerst muss Franz Ziegler im Akkord backen. Ganz wichtig, die Guetzli sollen vergleichbar sein. Darum werden sie auf exakt die gleiche Dicke ausgerollt, bekommen die gleiche Oberfläche, werden mit Ei bestrichen und, nach wenigen Minuten im Tiefkühler, ausgestochen. Fürs Ausbacken hält sich Franz Ziegler strikt an die Anleitung auf der Packung. Nach dem Auskühlen sind sie bereit. Die Guetzli werden den Testern anonymisiert präsentiert. Sensoriker Patrick Zbinden instruiert das hochkarätige Panel. Also die Reihenfolge haben alle anders. Es degustieren Patisserie-Weltmeister Rolf Mürner. Juliana Töni ist Konditorin, Confiseurin und aktuell Gewinnerin der Berufsweltmeisterschaften. Giuliano Sargenti, Confiseur und Entwicklungschef bei Läderach. Die gelernte Bäckerin, Konditorin und Guetzli-Buchautorin Judith Erdin. Sowie Marcel Paar. Der Bäcker-Konditor betreibt eine Online-Backschule. Zuerst gehen die Mailänderli ins Rennen. Die Expertinnen bewerten das Aussehen, den Duft, den Geschmack sowie die Konsistenz und vergeben Schulnoten. Die Erkenntnis: industrieller Teig ist nicht gleich industrieller Teig. Das erstaunte die Jury. Dass es doch einige Produkte gibt, die ich sehr gut könnte essen und die gut könnte mit einem selber gemachten mitheben. Aber halt eben auch die anderen. Es gibt dann auch die anderen. Diese Mailänderli konnten die Jury nicht überzeugen. Bewertung ungenügend und Note 3,6 für Delicatessa von Globus. Mit 2,85 Franken pro 100 Gramm ist dies mit Abstand der teuerste Teig im Test. Optisch war es nicht goldgelb, sondern eher brünlich. Und im Geschmack war es viel zu süß und hatte einen leichten Fremdgeruch. Ebenfalls nicht überzeugt haben die speziell für Allergiker geeigneten Guetzli von Aha, gekauft bei Migros. Der hat vor allem in der Struktur ist sehr mehlig und hat überhaupt keinen Buttergeschmack. Ungenügend auch die Guetzli aus dem veganen Teig von Wilow. Auch hier vermissten die Testerinnen den Mailänderli-typischen Geschmack. Farblich, geschmacklich war es flach. Es hat nichts rausgestochen. Es war wirklich ein flaches Produkt. Das Prädikat genügend vergaben die Tester den Guetzli aus dem Teig Eclair von Manor. Unscheinbar beim Duft, dafür recht angenehm beim Geschmack.
Die Ansprüche der Jury an die Mailänderli waren hoch. Sie sollen goldgelb aussehen sowie ausgewogen nach Butter und Zitrone schmecken. Diese kamen dem Ideal am nächsten. Mit gut und der Note 5 abgeschnitten haben Naturaplan von Coop. Die Mailänderli aus dem Teig von Volk. Und Annas Best von der Migros. Sie alle bekamen die feine Geschmacksbalance gut hin. Testsieger bei den Mailänderli ist mit deutlichem Abstand Betty Bossi. Das Gutzli habe ich gefunden, das schmeckt am meisten so, wie wenn es selber gemacht wäre. Also es hat einen schön ausgewogenen Geschmack zwischen Butter und Zitrone und es ist auch der Biss ist sehr angenehm gewesen, so wie ein Mailänderli halt sollte sein. Start in die zweite Runde mit den Brunsli. Bei ihnen sind der Jury ganz andere Sachen wichtig. Ich finde es fein bei den Brunsli, wenn es innen dran schön weich und feucht ist, aber aussen dran noch eine dünne Struktur hat oder eine dünne Kruste. Und natürlich schockig. Genügend mit der Note 4 Eclair von Manor. Das Fazit im Test: Für Brunsli sind sie ungewöhnlich hell und mit wenig ausgeprägtem Kakaogeschmack. Knapp die Bewertung gut verpasst Annas Best. Ein guter, aber untypisch starker Zimtgeschmack überdeckte hier laut einer Testerin den Kakaogeschmack. Das sind die besten Brunsli im Test. Mit einem feinen Kakaogeschmack punktete Volk. Und nochmals einen Hauch ausgewogener und damit Testsieger Betty Bossi. Er hat sehr intensive Kakaonoten und eine angenehme Säure, die vom Kakao kommt. Und die Nussigkeit ist auch sehr vollkommen gewesen. Die frohe Botschaft aus der Backstube: Auch mit Fertigteigen lassen sich gute Mailänderli und Brunsli hinzaubern. Der Globus schreibt zum Verliererteig, das ist der da, ausgerechnet der allerteuerste. Zitat: Bei den Gutzli ist es immer eine Geschmackssache. Uns schmecken unsere Mailänderli sehr. Und dann haben wir noch die zwei vom Migros, die sind ebenfalls ungenügend. Zum Beispiel der V-Love, das ist der, den wir hier im Ofen haben. Den gehen wir jetzt gerade mal rausholen, mal schauen, ob wir es verwünscht haben. Sieht schlecht aus. Also die unteren brauchen noch ein bisschen, die können wir schon mal nehmen, glaube ich. So, lassen wir noch mal laufen. Also das ist der V-Love-Teig, der wirklich nicht gut abgeschnitten hat. Der ist eben vegan. Und dazu schreibt Migros, es sei immerhin die erste vegane Mailänderli-Alternative auf dem Markt. Und dann haben wir noch den AHA-Teig, das ist der ohne Gluten, also für Allergiker. Und dazu schreibt Migros, der werde von Allergikern sehr geschätzt. Und die beiden sind mit normalen Teig eben auch nicht vergleichbar. Hast du noch einen Geheimtipp für das perfekte Gutzli? Schreib es uns in die Kommentare. Da kannst du übrigens unseren Kanal abonnieren. Und da gibt es noch weitere Tests vom Kassensturz.